Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Silent Hill F, der zweite Durchgang. Wir sind auf dem Weg zu einem anderen Ende. Ich plane das UFO-Ende. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Da hinten müssten wir, glaube ich, hin. Da hinten ist Schuh hin. Aber ich will mich hier noch ein bisschen umschauen. Vielleicht finde ich ja noch was. Da wir ja in diesem Durchgang keine roten Kapseln futtern dürfen, gucke ich mich so ein bisschen um. Dass ich nicht vielleicht noch was verpasst habe oder so. Ich glaube, hier war ich schon, oder? Ich bin mir relativ sicher, dass wir hier schon mal waren. Ja. Weiß nicht, also ja, aber... Da drüben wird es wohl nicht weitergehen. Ja, genau, da ist zu. Wir gucken uns trotzdem noch ein bisschen um. Weil Items kann man nie genug haben. Oha. Gegner auch nicht. Ihr Leute. Okay. Kommt die? Nee. Das Ding gerade ist, ich habe ein Messer, das beim nächsten Stich zerbricht. Ich habe ein Wasserrohr, das beim nächsten Schlag zerbricht. Und ich habe einen Baseballschläger, den ich behalten will. Waren wir da Nebel schon drin? Weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht haut sie ja ab. Wenn wir natürlich Pech haben, haut sie uns hinterher. Das wäre sogar noch schlimmer. Oh, guck. Ein Verband. Ja, ich weiß, dass meine Waffe gleich kaputt geht. Habe ich doch gerade gesagt. Muss da ein bisschen aufpassen. Also hier, man sieht es, ne? Ich höre doch was. Ich gehe jetzt da durch. Ist mir jetzt gerade kackegal. Echt jetzt. Die ist mir hinterhergeschlichen oder was? Das geht ja gar nicht. Ich glaube, ich bin eingekesselt. Okay, die ist nach links gegangen. Ich gehe erstmal nach rechts. Wenn ich da rauskomme. Das ist jetzt nicht schön. Das ist nicht dieselbe, oder? Ich kann nicht nach rechts gehen. Okay. Da vorne ist sie. Moment, erstmal orientieren. Kacke, wo bin ich nicht? Ich probier mal, also da drüben komme ich nicht hin. Ich probiere mal, ob ich da runtergehen kann. Ja, guck. Boah, ich glaube, es hackt. Da hat einer auf mich gewartet. Habt ihr das gesehen? So. Oder geht's Auto auf? Jemand hat den LKW bewegt. Da ist was. Schokolade. Danke. Das ist Angstschoko. Okay. Runterrennen. Und dann die nächste rechts. Ich werde nicht mit denen kämpfen. Vergesst das. Mit dem Messer kann ich schneller rennen. Keine Ahnung, behaupte ich jetzt einfach mal so. Das ist die von eben, ja? Bleib du schön stehen. Ist mir gerade egal. Runterrennen und dann nach rechts. Schuh! Schuh! Komm doch mal her, ich werde hier verfolgt. Die haben mir Schokolade angeboten, aber ich glaube, die wollen mich hauen. So. Okay, wir sind jetzt wieder on track. Und es ist hier wenigstens relativ still. Also, okay, das war ein kleiner Ausflug. Hat sich aber eigentlich rentiert. Komm, wir haben keinen Verlust gemacht. Wir haben Schokolade gekriegt. Und einen Verband. Also ich will da nicht zu sehr meckern. Und einen Schreckmoment haben wir auch gekriegt. Ist doch auch was. Ich kann jetzt wieder aufhören, meine Schultern so einzuziehen, ja. Habe ich auch gerade gemerkt. So, kann ich da was lesen? Nee. Die da stört mich. Weil die steht mir nämlich auf dem Weg, glaube ich. Also wir müssen darüber. Ich glaube, hier irgendwo ist auch noch ein Schrein oder so. Oder so. Wir haben ja den Baseballschläger neu, den müssen wir jetzt auch ausprobieren, ne? Ist klar. Komm mal her, du.
Naja gut, ich will es jetzt auch nicht drauf anlegen, ne? Moment, da kann man durchgehen? Dann kann ich hier hinten... Okay, vielleicht muss ich es doch drauf anlegen. Oh, guck mal da. Er hat mich, glaube ich, noch gar nicht gesehen, oder? So. Keiner mitgekriegt, ja. So. Wo bin ich denn hier? Gruselige Vogelscheuche, ja, sowas von gruselige Vogelscheuche, echt jetzt. Ich geh mal dahin. Was gibt's hier? Da ist der Hilfekasten, cool, habe ich noch keinen. So, ich gehe mal... Da hinten kann ich nicht hin, ich gehe mal dahin. Das ist eine verdächtig aussehende Box. Ne, das sind einfach nur Schachteln. Okay. So. Wir werden uns hier weiter umgucken. Ist soweit frei? Oh, ich höre wieder. Oh, guck mal da. Ist das eine Chiso? Nee, ich glaube nicht. Da ist die Frau, die Bier trinkt. Die kenne ich. Wahre Frauen, echte Männer trinken Motori-Bier. Genau. Wahre Frauen trinken Bier. Genau. Ich guck. Ich gehe mal schnell weiter. Was war denn das für ein... Da hinten lag beim ersten Durchgang was. Da liegt immer noch was. Schokolade. Da liegt ein Gesicht. Okay, da drüben ist noch eine. Und da ist noch eine. Ich werde doch jetzt wohl nicht... Okay, ich halte mich mal ein bisschen zurück. Hier lag beim ersten Durchgang was richtig Cooles. Ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, eine Inventarerweiterung. Es liegt da einfach nur Schokolade. Finde ich jetzt nicht so gut. Finde ich jetzt nicht so gut. Das da hier finde ich auch gerade nicht gut. Das waren 2, oder? Ja, okay, komm her. So. In dieser Straße war ich eben gerade, ja, okay. Zu. Gut, dann gehen wir hier raus. Ich denke immer, dass das hier ein Verband oder sowas ist. Ja, immerhin, wir haben... Moment. Wir haben uns noch nicht richtig umgesehen, ja. Okay, da im Hinterhof waren wir. Und da oben können wir jetzt dann danach weiter nach rechts gehen. Ich muss doch aber dahin gehen. Wir gehen da jetzt halt geradeaus hoch. Ich muss mich hier um... Ja, komm. Still und starr ruht der See. Was? Willst du mich veräppeln? Die ist noch halb voll. Okay, kann die da rüber hüpfen? Oh, da liegt was. Göttliches Wasser. Wir müssen doch... Junge, wo sind wir denn? Ich weiß doch... Warte mal, da hinten liegt ein Erste-Hilfe-Kasten. Da komme ich nicht hin. Ich dachte, das wäre ein Erste-Hilfe-Kasten. Okay. Hier komme ich also nicht raus. Richtig? Ja, da ist ein Busch. Ja, daneben ist eine Tür, aber die komme ich ja nicht raus, oder? Kommt. Hey, Sido! Können Sie ein bisschen leiser da rumlaufen, hä? Entschuldigung.
Nicht, dass die mir jetzt nachrennen. Ich habe gar keinen Bock drauf. So, da drin waren wir noch nicht, gell? Ich will mich hier halt... Ah, so komme ich raus. Und da müsste jetzt... Ja. Die... Da vorne jockelt so rum. Aber da hinten, da gab es irgendwo ein... Da ist eins, jawohl. Ein Stahlrohr. Das wechseln wir aus. Wir wechseln das Messer aus, ja. Und wechseln auch gleich aufs Stahl. Ja klar. Hat das Geräusch jetzt... Das sind zwei. Okay, ich muss die schnell erledigen. Bevor die da hinten auch noch angetanzt kommt. Da hinten war noch irgendwas, lag da eben noch. Das habe ich gesehen, den Umriss irgendwie da. Was ist das? Kutsu-Tee. Ja, cool. Also wir sammeln jetzt hier ordentlich Items ein. Kann ich da hochklettern? Nee, oh, cool. Arare? Ah, schon langsam sind wir voll. So, jetzt pass auf, guck. Wir werden, also die roten Kapseln dürfen wir ja nicht nehmen. Die tausche ich jetzt einfach aus durch die Arare. Dann komme ich auch nicht in Versuchung, die zu nehmen. Ich bin schlau, ne? Ich weiß. Ich weiß. So, jetzt zu dir. Ja, komm. Ich weiß, dass wir die umgehen könnten. Ich will aber nicht. Ich muss meinen Frust... Oh, jetzt habe ich natürlich gar keinen Platz mehr. So, was können wir denn wegschmeißen? Kutsu-Tee? Haben wir so viel? Moment, Kutsu-Tee... wir brauchen unbedingt... Hoppala, 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 hoppala. Einen neuen Hokura, damit wir mal ein bisschen was opfern können. War hier nicht irgendwo einer? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Da ist die Vogelscheuche. Aber soweit ich weiß, war doch hier irgendwo... Da vorne ist, glaube ich, einer. Halt. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich höre doch was tapsen. Da ist noch eine Vogelscheuche, aber die kann ich nicht angucken. So, da gibt's wieder was. Higashi. Müssen wir kurz liegen lassen? Das ist alles, was es hier gibt? Ein Higashi? Ja gut. Ist jetzt nicht schlimm. Ich will eigentlich zu dem Hokura, der da vorne steht. Aber ich gucke mich natürlich noch um. Da. Oh, was ist das? Forschungstagebuch, Foto 2. Ein Foto, das einem Forschungstagebuch beigefügt ist. Es scheint sich um einen Hinweis zu handeln, den ein Forscher bei der Untersuchung der Folklore von Ebisugaoka gesammelt hat. Oh, das kann ja... Also, oh. Das ist hardcore. Wie soll ich denn das finden? Ist das rechts überhaupt ein Haus mit einem sehr spitzen Dach oder so? Okay, das kann wirklich alles sein. Zur Legende vom Heiligen Schwert. Während der Muromachi-Zeit waren junge Leute während der großen Hungersnot in Oai verzweifelt auf der Suche nach schnellem Geld und suchten nach dem legendären Schwert. Einer Geschichte zufolge wurde das Schwert sogar entdeckt. Der junge Mann, der es fand, wurde jedoch vom Groll des Taira-Clans verzehrt und schlachtete die anderen einen nach dem anderen ab. Danach wurde das Schwert als heiliges Schwert bekannt. Ja klar, ein Schwert, wo man dann vom Groll verzehrt wird und alle andere abschlachtet. Das muss ein heiliges Schwert sein. Und man glaubt, dass es die anhaltende Feindseligkeit der besiegten Taira-Soldaten beinhaltet. Wurde das Schwert danach versteckt? Es gibt nicht genügend Informationen. Ich muss selbst nach den Chiso-Statuen suchen. Ich konnte mit einem Bewohner Kontakt aufnehmen, der den Standort einer alten Chiso-Statue kennt. Dies könnte mein erster Hinweis sein, der mich zum Schwert führt. Hier ist ein Bild von Ochiso-san. Ja, wie gesagt, ich erkenne da
Säcke. Also diese Säcke. Zumindest mal eine Säcke, wo nebendran ein Bottich steht und ein schräges Brett. Von wann ist denn eigentlich dieses Foto? Das muss ja dann noch relativ aktuell sein. Ich meine, so Säcke stehen da ja jetzt nicht aus Spaß. So. Und hier ist ein Hokura, heißt das Ding, glaube ich. Und da gegenüber, dieses schräge Holzding, da gab es letztens eine Sense. Die werde ich mir eventuell holen. Aber zuerst mal legen wir mal ein bisschen was in den Schrein. Denn wir haben 3 Kutsu-Tee. Verband und sowas, also Werkzeugsatz, erzählt Lukas, Verband das natürlich nicht. Gesundheit, Ausdauer, maximaler Verstand, das lassen wir auch. Die Arare so zum Wegknuspern wäre es eigentlich schon recht cool. Ne? Das Schöne bei den Kapseln war halt wirklich maximalen Verstand vollständig wiederher, verringert Verstandsschaden für bestimmte Zeit. Das Schöne an den Kapseln war, du konntest die stacken. Tausenderweise, das war schon recht praktisch. Also irgendwie Gesundheit und maximalen Verstand und das da macht Verstand. Irgendwie. Gut, irgendwas will ich aber loswerden. Machen wir halt Schokolade. Verstand leicht wieder her. Ja, komm, dann machen wir alle 3 weg. So, dann haben wir einen Platz mehr. Den Arare, komm, den brauchen wir jetzt auch nicht. Haben wir noch diese eckigen da? Also wir haben Verband, ne? Verband macht große Menge Gesundheit. Da alles, was irgendwie da Gesundheit leicht wieder her, komm, weg. Weg mit dem Dreck, das braucht nur unnötig Platz. Ramune, maximaler Verstand. Und das da macht maximaler Verstand und noch was. Ja, dann machen wir das als Opfergabe, zack. So. Jetzt haben wir immerhin 3 freie Plätze. Ein Kutsu-Tee. Stellt eine bestimmte Zeit langsam Gesundheit, maximalen Verstand wieder her. Stellt halt beides wieder her. Das ist halt praktisch. So, das reicht jetzt auch. Und jetzt, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch speichern, aber wir nehmen das Dingens, was ich da hinten gefunden habe. War mal daneben drin? Ah ja, da. Ja, da habe ich ja das Dingens gefunden, ne? Dieses Hikashi, ja, heißt das ja. Das nehmen wir natürlich mit. Werden wir auch gleich opfern. Ach, was werden wir jetzt opfern? Ich habe auch noch nicht gespeichert. Das will ich unbedingt noch machen. In den Schrein legen. Dieses Hikashi, was macht das? Stellt Ausdauer vollständig wieder her. Ein Verbrauch für eine gewisse Zeit. Ja, komm. Weg mit dem Dreck. 80 Punkte immerhin. Wir müssen auf 3000 kommen. Das ist erstmal mein Ziel. So, dann machen wir hier eine schöne Speicherung. Ungefähr so. Sehr schön. Und jetzt gehen wir mal gucken, ob es da hinten noch die Waffe gibt. Also da gab es eine Sichel zu finden, hinter dem Dingens da. Beim ersten Durchgang. Und wie Sie sehen, eine Sichel, die werde ich jetzt austauschen durch dieses Rohr hier. Sonst nix. Eine Sichel, okay. Eine Sichel, Magelski. Oh. Hätte man nicht eigentlich unten rumgehen müssen? Ah, da ist er ja. Naja. Nee, also wenn das so wäre, dann würde ja Sakuko und Rinko würden ja nicht auch noch dabei sein, weil die wollen nicht mit uns Weltraumkriege spielen. Er probiert es trotzdem, er ist immer noch da, komisch. Ja, scheint kein Traum zu sein. Und weg ist er. Natürlich ist er weg. So, jetzt ihr Leute, gibt's schon ein neues Ding, wo man da unten wäre man normalerweise rausgekommen. Da will ich auf jeden Fall runtergehen. Aber ich weiß, wenn ich hochgehe, ich zoome mal kurz raus, dass da oben ein Doktors Haus ist oder sowas. Also nicht Dr. Haus, der ist da nicht. Der Hinkebein, okay, guck mal, da wäre ich eh nicht durchgekommen. Aber da gibt's da was zu finden? Nun ja. Kapseln.
Aber jetzt will ich aber schon wissen, was da hinten jetzt, wenn ich da unten rumgegangen wäre. Ich muss gucken. Aber wir rennen, ne? Wir gehen dann nachher hoch. Wir gehen nicht auf die Reisfelder, wir gehen erstmal beim Doktor zu Hause vorbeigucken. Da gab es ordentlich was zu gucken und ich glaube auch nur einen Gegner oder so. Also von daher ist das schon in Ordnung. Oh. Ah ja, das habe ich schon gesehen. Da ist die Vogelscheuche, die man angucken kann. Ja. So. Und ich will weiter runtergehen und dann nach links. Erstmal Lage checken. Sieht gut aus. Ist das ein Verband? Nee, das ist... Oh Mann, ey. Müssen die immer diese blöden Zahnputzbecher da stehen haben? Kommt man denn hier runter? Aber da sieht alles voller Blumen. Da will ich eigentlich, glaube ich, gar nicht hin. Naja, komm. Hä? Und wenn es dann doch da ist, haben wir eigentlich abgespeichert schon, oder? Also da oben geht's nicht weiter. So, dann waren wir hier nur durchgerannt, oder wie? Als wir vor dem Monster abgehauen sind? Das sieht hier ziemlich wüst aus, oder? Das ist eigentlich Briefkasten da im Haus? Okay, man kann hier also durchrennen, aber will ich das? Habe ich was übersehen? Ich habe halt wirklich Angst, dass dann das Vieh wiederkommt. Da drüben ist ein Zahnputzbecher. Das kann ich von hier sehen. Aber ich muss trotzdem nachgucken. Ja, nee, ist ein Zahnputzbecher. Ja. Moment. Da hinten dran. Ah, ein Werkzeugsatz. Cool. Ja, das war doch gut, dass ich noch nachgeguckt habe. Weil, sollen wir gleich... Nee, wir reparieren jetzt... Also guck mal, wir haben 2 komplett volle Waffen und einen Baseballschläger. Wir reparieren da jetzt halt nichts. Aber... Wir gehen zurück. Ich höre doch irgendwo was. Hallöchen. Die brauchen nur einen Megaschlag und 2 schnelle Schläge. Komm, jetzt gehen wir auch da hoch. Vielleicht liegt da ja wirklich noch was. Oder ist es... Nee, schade. Hätte ja sagen... Wo ist denn die jetzt hergekommen? Also jetzt... Das bestärkt mich nur in meiner Annahme, dass ich nicht hier sein will. Weil wenn da nämlich neue Gegner auftauchen, dann will ich da nicht sein. Ich wollte eigentlich gucken, wie es da rechts weitergeht. Ach, guck mal, da ist auch ein Schrein. Super. Habe ich irgendwas gefunden, was man in den Schrein legen könnte? Nee, ne? Nee. Gut, dann... Aber speichern kann ich hier. Jetzt tue ich mein New Game Plus überschreiben. Ah, Spiel Clear Daten. Ja, ich bin doch im New Game Plus. Ja, komm, weg damit. Zack. Wohl mehrfach gespeichert oder so. Das kann schon sein. So. Ach ja, da geht's jetzt, glaube ich, hin und dann heißt es, geht hier... Ja, klar. Noch eine Sackgasse, ja. Aber vielleicht gibt's ja was zu gucken. Da hinten liegt eine Pille. Das kann ich jetzt schon sehen. Nicht da drum rumgehen. Das wäre auch zu einfach. Ja, wir hätten also nach oben gehen müssen. Wir haben jetzt hier eigentlich nichts verpasst. Ja, okay, wir haben einen Werkzeugsatz gefunden. Deshalb, ich muss da hoch, gell? Ja. Deshalb will ich da nicht zu sehr meckern. Also wir gehen jetzt hoch zum Doktorhaus. Und ich will auch mal gucken, ob ich eventuell ganz hoch gehen kann zu... Ich weiß nicht, also da kann man ja noch ganz hoch gehen. Sakukos Schrein oder so hieß das, glaube ich. Aber erstmal gehen wir zum Doktorhaus. Das weiß ich ja noch, wo es ist.
geradeaus, dann nach rechts. Und da ein bisschen aufpassen, denn da auf den Feldern sind durchaus diese Marionettenviecher da. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Das... Oh. Sensei, imasu ka? Ernsthaft jetzt? Das war übrigens gemein. Ja, so, das war sehr gemein. Der Doktor hat heute keine Sprechstunde. Gibt's hier irgendwas? Weiß nicht. Weiß ich nicht. Wir gehen mal gucken. Man kann ja hier in den Hinterhof gehen. Oh. Ich habe doch wieder was tapsen gehört. Das kann aber auch ich gewesen sein. Das ist ja mein Problem. So. Da ist die Leiter, die man hochgehen kann. Und die gehen wir jetzt auch hoch. Aber aufpassen, da ist mindestens einer ist drin. Also war im ersten Spiel. Es ist natürlich gut möglich, dass jetzt das hier... Die Gegner sind ja anders. Und eventuell sogar mehr. Und da mal rein gleich. Die ist letztens mal noch liegen geblieben. Verschlossen. Oh, da liegt was. Alte Krankenakte. Fujitori Kotoyuki, 9 Jahre. So alt ist er gar nicht. Der Patient hatte sich einer Gruppe von Kindern angeschlossen, die einen Fuchs jagten, der ins Dorf gelangt war. Der Fuchs griff den Patienten daraufhin an und hinterließ mehrere Schnittwunden in seinem Gesicht. Die Wunde unter seinem linken Auge ist besonders tief und birgt ein erhebliches Risiko für Narbenbildung. Yeah! Cool! Gibt's was Geileres, als so eine Narbe unterm Auge zu haben? Ich habe nur eine Narbe am Fuß. Das ist naja. Während der Behandlung verlor er plötzlich das Bewusstsein und es wurde Fieber von über 40 Grad gemessen. Es wurde eine Notfallverlegung des Patienten ins Präfekturkrankenhaus beantragt. Bei der Ankunft konnten die Ärzte dort jedoch auch nach mehreren Tests keine Auffälligkeiten feststellen. Nachdem bestätigt wurde, dass sein Zustand stabil war, konnte der Patient am nächsten Morgen nach Hause entlassen werden. Kinder. Als der Patient bei einer Nachuntersuchung darauf angesprochen wurde, antwortete er, dass es ihm vollkommen gut gehe. Laut der Mutter des Patienten sei Kotoyuki jedoch ein ganz anderer Junge und widme sich intensiver als je zuvor der Schule. Cool. Muss nur 40 Grad Fieber haben. Ah, das war verschlossen, gell? Du liegst immer noch da. Die liegt nachher nimmer da, das kann ich jetzt schon sagen. Moment. 10. irgendwas. Sensei, desu ka? Nee, ich glaube nicht. Da liegt noch was. Notiz des örtlichen Arztes. Bisher hatte ich angenommen, dass die Besessenheit durch den Fuchs eine Art Fluch sei. Allerdings stellt sich heraus, dass die Sache bei den Anhängern des Inari-Glaubens in Ebisugaoka noch differenzierter sein kann. Ich habe eine Geschichte von einer Hausfrau gehört, die vom Fuchs besessen war, nachdem sie einige Essensreste mit einem echten verhungernden Fuchs geteilt hatte. Als Zeichen der Dankbarkeit zeigte ihr der Fuchs den Ort eines verborgenen Schatzes. Eine andere Geschichte besagt, dass ein frommer Schamane vom Fuchs besessen war und eine kommende Hungersnot vorhersah. Er war in der Lage, die Stadt zu warnen und genügend Nahrung zu horten, um die Hungersnot zu überstehen. Es gibt zahlreiche Geschichten wie diese, die darauf schließen lassen, dass es nicht unbedingt Unglück bringt, vom Fuchs besessen zu sein. Durch den Einfluss der heutigen Medien außerhalb der Stadt, die Geister- und Horrorgeschichten verbreiten, wird der Fuchs jedoch, insbesondere bei den jüngeren Generationen, als rein negatives Phänomen wahrgenommen. Nee, natürlich, der Fuchs ist so gut. Ja. Füchse, japanische Füchse, die haben dann so ein Blatt auf dem Kopf. Sind das die Füchse? Und dann machen sie einen Purzelbaum rückwärts und dann sind sie verwandelt. Sind das die Füchse oder sind das diese komischen Waschbärartigen da? So, wir gucken uns erstmal unten um. Da ist keiner drin. Aber da ist ein Kutsute. Juche, juche, ein Kutsute. Aufheben? Ah, Notiz des örtlichen Ortes, des örtlichen Arztes, so rum.
Es gibt zahlreiche Geschichten über Menschen, die den Glauben der Inari lästern und vom Fluch besessen sind. Die den Glauben lästern? Vom Fuchs. Die sind vom Fuchs besessen, nicht vom Fluch. Ja, vom Fuchsfluch vielleicht. Diese Geschichten haben natürlich keine quantitative wissenschaftliche Grundlage. Wie kann das sein, dass ich Wörter wie quantitative ohne Probleme aussprechen kann, aber bei Fuchs lese ich dauernd was anderes? Ich möchte dir doch mein Bestes geben, um Traditionen und lokale Glaubensvorstellungen nicht direkt zu widerlegen. Die Wirksamkeit jeglicher Medizin, die einem Patienten verabreicht wird, der glaubt, aufgrund der Besessenheit durch den Fuchs krank zu sein, ist drastisch gering. Als Mann der Wissenschaft überrasche ich sogar mich selbst, wenn ich sage, dass man den Patienten für optimale Ergebnisse raten sollte, Onarisan aufrichtig anzubeten, bevor sie medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Ich habe das Gefühl, dass ich durch den Respekt und die Einhaltung der örtlichen Tradition eine weitaus stärkere Beziehung zu meinen Patienten hier aufbauen kann. So, und ein Arare. Moment, ich wollte eigentlich gucken. Arare. Wieso habe ich schon keine Schokolade mehr? Ach, die habe ich ja. Ich muss mal, pass auf. Ich muss mich mal ein bisschen skillen, slotten. Slotten, Alter. Göttliches Wasser. Maximaler Verstand und Verstandsschaden und Kutsu-Tee. Junge. Gesundheit, maximaler Verstand. Das hätte ich gerne da unten. So. Und dazu den Arare, der ist oben, ja. Und den Inaratsushi, der beides herstellt, den will ich da drüben haben. Und dann geht's noch weiter. Nee. Dann geht's nicht noch weiter, aber ich trinke so ein. Dann kriege ich nämlich Verstand. So. Lass mich mal weiter umgucken. Das ist eine Rätselbox. Also so ein bisschen Rätselbox. Eine kleine Rätselbox quasi. Okay, dann gucken wir mal da rein. Also wie war das wieder? Man musste die Seiten ganz genau angucken. Also ich untersuche. Lecker. Kann man da noch mehr untersuchen? Zurück. So, und jetzt kann ich irgendwie rumgehen und da untersuchen, Kamera bewegen. So, da. Nichts drin, ne? Okay. Ist wie so ein Zauberkasten. Wie Sie sehen, ist nichts drin. Auch hier ist eine leere Schublade. Doch da befindet sich ein Schubladenschlüssel. Ein kleiner, unauffälliger Schlüssel. Ich frage mich, zu welcher Schublade er gehört. Ich tippe zu der oben. Nee, also da oben kann ich gar nicht hingucken oder nichts machen. Kann ich noch ein bisschen so drumherum. Soll ich vielleicht mal am Tisch drumherum laufen? Vielleicht kann ich ja da hinten noch irgendwie... Nee, geht nicht. Okay, wir haben oben eine verschlossene Schublade. Und, muss man dazu... Wer macht denn da dauernd Licht an? Jesus, was geht denn hier ab? Die LED-Beleuchtung, Junge, die spielt gerade. Also wir müssen dazu sagen, wir haben da oben auch noch ein Monster, ne? Und ich nehme das Hicke-Hacke-Hucke-Beil, also quasi die Sense, weil da kann ich in engen Räumen, bin ich da besser zu Fuß in der Hand mit der Sense. So, wie Sie sehen, zack, verschwunden. Zauberei. Ein Schubladenschlüssel. Ah, sehr schön. Getrockneter Kadaver. Ja, ist das eine Art Opfergabe oder nicht? Man weiß es nicht. Es ist eine Art... Das bin ich erschrocken. Ich weiß doch, dass da wer drin ist. Also auch ein Radio höre ich gerade. Ne? Das sind wieder Kratzspuren. Die haben wir... Ja. Ah, noch ein getrockneter... Oh, cool. Die geben ordentlich Kohle. Wo ist denn das Radio da? Danke. Och, danke, das ist zu viel. Ach komm, danke. Danke. Ist doch in Ordnung. Danke. Ich habe zwar nichts gemacht, kein Problem, aber trotzdem danke. Ich freue mich natürlich. Da ist nichts drin. Da können wir nicht raus. Und sonst gibt es hier nichts, außer diese Kratzspuren. Jetzt muss ich aber aufpassen. Boah, krass, oder? Hat nur
Also ein aufgeladenen Hieb und ein Schlag. Oh, das Messer ist voll gut. Ist deutlich besser. Deutlich besser als die... Das Rohr. Das Rohr. So. Okay. So. Jetzt würde ich aber noch gerne weiter nach links gehen. Da, guck, da haben wir gefunden. Da links hoch, ganz hoch, da ungefähr ist dieser, also Sakuko war ja dessen Eltern, oder deren Eltern, wir sind ja hier nicht im Saarland, deren Eltern die örtlichen Priester waren oder so ähnlich. Bleib du mal schön da drüben. Deren Eltern die örtlichen Priester waren, ja? Und die haben halt oben so einen Schrein. Und da will ich jetzt hingehen. Ich will zumindest gucken, ob ich hingehen kann. Ach, da drüben. Ja, du kannst da drüben weiter rumlaufen. Die hat mich hoffentlich nicht gesehen. Ich gehe mal aus ihrem Sicht. Oh, ich glaube, die kommt zu mir geschlappt jetzt. Die Olle. Und da ist so eine schöne Kiste, die kann man doch bestimmt öffnen und hoffentlich ein Verband her mit. Aber ich glaube, uns geht's. Wir sind volle Möhre aufgepowert. Yeah. So. Hier noch irgendwas. Wieso legen die so komische Steine dahin? Ja, komm, ich muss ruhig sein. Wenn man bei mir neben dem Haus vorbeigeht, da gibt's auch so Stufen mit so Steinplatten und da ist eine Steinplatte, die ist lose, die fällt halt runter. Wenn du es nicht weißt, stützt du runter, brichst dir alle Knochen. Habe ich noch nicht gemacht, ich habe mir die Knochen woanders gebrochen. Das Ding ist aber, dass ich die Platte dann auch so saublöd neben drauf gelegt habe, dass jeder sieht, dass die schief ist. Also darf ich hier gar nicht meckern, so von wegen, wieso hast du da die Platte so blöde hingelegt? So. Ah, da ist wieder was. Ein Arare? Das sind diese Knurpsis da. Moment. Oh, mich juckt's. Da drüben ist ein Schrein, ein kleiner. Ein kleiner Schrein und da will ich hochgehen. Aber wahrscheinlich ist gesperrt. Könnte ich mir gut vorstellen zumindest. Na, geh doch mal runter da. So. Ich glaube, im ersten Durchgang war da gesperrt. Ich bin mir aber halt wirklich nimmer sicher, muss ich ja doch sagen. Ne? Kann man da vorbeigehen? Nee. Voll duster hier. Es ist voll duster hier. Aber da kann ich doch rübergehen, oder? Komm her. Nee, irgendwie geht das nicht. Oh, der Weg zum Wald ist schon... Ja, genau. Sakukos Schrein, habe ich doch gesagt. Da ist so ein Tori. Ich finde das lustig. Das hört sich halt an, als wäre jetzt... Ja, guck mal, da ein kleines Tori, ein Torilein. Ja, ein Riesendinger. So, gibt's hier irgendwas zu gucken? Ich hoffe nicht, dass das Grabsteine sind. Also Gegner... Also da ist ja jetzt eben Tori gewesen, ne? Heißt das, dass das hier die bösen Geister abwehrt oder so? Weiß ich nicht. Steht da vorne wer? Nee. Boah. Ist das Nevelish? Ach, guck mal, aber da ist dort, das muss man doch... Ah, da, guck. Aufheben. Schlüssel für Sakukos Briefkasten? Wir haben den Briefkastenschlüssel? Das kenne ich, den haben wir ganz am Schluss vom ersten Durchgang, sind wir an Sakukos Haus vorbeigekommen und dann stand da, ja, ich hab keinen Schlüssel. Guck mal, da ist ein Häschen drauf, siehst du? Da steht noch was. Brief von Sakukos Mutter. Liebe Sakuko. Du darfst nie wieder darüber sprechen, dass du übernatürliche Stimmen sprechen oder singen hörst.
Die Pubertät ist eine schwierige Zeit. Du hörst und siehst vielleicht seltsame Dinge, die du dir nicht erklären kannst. Mir ist das Gleiche passiert, als ich in deinem Alter war. Allerdings ist das nichts weiter als deine Fantasie, die dir Streiche spielt. Wenn deine Freunde das allerdings herausfinden, werden sie dich als das seltsame Mädchen abstempeln. Sie werden dich verlassen und ausgrenzen. Denn wenn sich hier Gerüchte erst einmal verbreitet haben, werden die Leute dich nie wieder mit denselben Augen sehen. Das hört sich an, als hätte die Mutter da 昨今ちの Erfahrungen. 郵便受けの鍵 So, wir gehen gleich zum Tor. Ich will noch ein bisschen weitergehen, ob es hier noch was gibt. Da oben ist zumindest eine Kiste, da sieht es doch schon mal vielversprechend aus. Ah, Ware. Aber ich hoffe, dass man die gut stacken kann. Hier gibt's nix. Schade. Oh, was ist das da? Schokolade? Ein Kamm. Oh Mann, wir sind voll. Boah, ey, Alter. Schmeiß mal denn, also... Oh, komm. Das Blöde beim Kutsu-Tee, du kannst die nicht stacken. Guck, da kannst du immer so dreiermäßig stacken. Wir haben schon ziemlich viel, ne? Ich schmeiße... Aber Kutsu-Tee... Ach Mann, wäre ich doch zurückgegangen und hätte die da weggegeben. Ja, guck mal hier, stellt Gesundheit leicht wieder her. Schmeißen wir weg, brauchen wir nicht. Ja? Oh, was ist das? Eine verrostete Flasche. Eine antike, tragbare Thermosflasche. Der Glasbehälter im Inneren ist zerbrochen, daher ist sie nicht mehr brauchbar. Ja, keine Ahnung, nehmen wir mit. Wenn es keinen Inventarplatz kostet. Oh, pass mal auf, lauf mal hier so rum, dass du nicht ganz so pappische Füße kriegst, weißt du? Ist das Sakuko? Die übt schon. Die übt schon für den ersten richtigen Endbosskampf. Falls ihr euch dran erinnert. Hat göttliches Wasser. Haben wir schon 3. Was macht göttliches Wasser? Verstand. Ein Verstandsschaden. Und das hier macht Gesundheit und maximaler Verstand. Ich lasse es liegen. Es tut mir leid. Danke für die Opfergabe, Sakuko. Auch wenn du gerade übst, mich nachher fertig zu machen. Der erste richtige Endboss. Da kommt ja dieser große Blob, weißt du? Ach ja, wir müssen danach gucken, ob wir irgendwie so ein Foto... ein Opferschrank... Ach so, die Thermoskanne, ist das Opferding, was wir brauchen zum Opfern? Okay, das war irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal... Ja, ich weiß, dass wir darüber müssen. Was ist das da? Ach, das ist mein Haus. Mann. Hä, was ist denn... Sind wir da vorhin nicht hingegangen? Nee, ich glaube, da habe ich gesagt, da gehen wir auf die Reisfelder. So, jetzt pass auf. Achso, ja, ich wollte ja was gucken. Pass auf. Omamori-Waffen? Nee. Das da suche ich. Achso, Mehlsäcke, das könnte, oder Reissäcke, das könnte eventuell auf den Reisfeldern sein, dieses Haus. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Ja, wir bleiben mal bei der Waffe da. Wir rennen da, also da, ich glaube, hier haben wir relativ gut geguckt, oder? Rennen wir mal wieder runter. Junge Schuh, hör doch auf! Hast du mich gerade erschreckt? Geht's noch? Kannst du nicht einfach da stehen? Schuh! Was machst du? Das macht man nicht! Das ist eklig! Ich glaube, ich habe gerade einen Bug gefunden. Junge, du stehst irgendwie neben dir. あんまり思い詰めるな。急いでリンコを探そう。そうだな。行こう。Schuh, da bist du ja wieder. Na, ganz alleine hier? Wo ist denn dein Zwillingsbruder? Bist du mal in dich gegangen? Kann das sein? Kann ich dich hauen? Nee.
Sicher? Sorry, ich muss aber probieren. Kann das sein, dass das der Schuh ist, der hier unten warten sollte, wenn ich da hochgehe und dann sagt, hier, das ist doch Rinkos Schrein, oder? Ich muss jetzt nochmal hochgehen, der hat ja da eben was gehört, ne? Also den hätte ich jetzt beim Hochgehen sehen sollen und da hat es nicht getriggert quasi. Und dann beim Runtergehen steht er nochmal da. Und weil er beim ersten Mal wohl nicht getriggert hat, also ist das möglich? Ich weiß es halt nicht. Ist da jetzt irgendwie was Neues? Nee, ne? Ja, weil er halt nicht getriggert hat, beim Runtergehen dann halt nochmal. Jetzt tanzt er nimmer. Ist er dann halt zweimal jetzt erschienen. Okay, das war bisher das Gruseligste, was ich bisher in dem Spiel gesehen habe. Lass mal kurz ein Stück darüber rutschen. So, okay, jetzt aber forschen Schrittes da runter. Ich will jetzt auch da... Also erstmal erschrecke ich mich jetzt besser nimmer so, wenn da unten plötzlich Schuh steht. Ja, natürlich steht er da nimmer. Es ist so klar, dass er wieder abgehauen ist. Echt jetzt? Wir müssen da rein. Siehst du diese Schräge da am Haus? Kann das sein, dass da daneben sind die Mehlsäcke oder Zement oder Reis oder keine Ahnung. Wir müssen da rein. Warte mal, guck. Wir sind auf der anderen Seite, weißt du? Diese Schräge da, die ist mir aufgefallen. Und da steht, ja, das ist ein Waschbottich. Nee, das ist das Dingens. Und da drüben stehen die Säcke, wir müssen da rein. Ich weiß nur nicht wie. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt da durchgehen müssen. Okay, wir probieren es mal. Ist das hier? Nee. Das ist die nächste, linkste. Wollte ich sowieso reingehen. Echt jetzt. So, jetzt aber Vorsicht. Kann ich da schon rein? Nee. Weil hier in den Reisfeldern, da rennen sie gerne rum, weißt du? Ist hier nicht auch irgendwo in der Nähe ein Speicherding? Oh, da hinten hat mich die Blumentuller so erschreckt. Ich erinnere mich dran. So, jetzt, aha, ein neues Stahlrohr. Das ist schon mal gut. Dann würde ich das gerne austauschen. Ja, aber sowas von zurückschlagen kannst du jetzt. So. Und irgendwo muss das da. Ah. Okay. So. Ach, da, guck. Da ist ein... So. Verrostete Flasche. Klingelingeling. Als Opfergabe dargebracht. Sehr schön. Ich habe in den Bergen eine beschädigte Chiso-Statue gefunden. Das Schriftzeichen für Misu oder Mitsu, keine Ahnung, Wasser ist in den Steinsockel eingraviert. Es ist nur noch undeutlich zu erkennen. Ich frage mich, was passieren wird, wenn ich etwas als Opfer anbiete, das mit diesem Schriftzeichen in Verbindung steht. Ach so. Mit Wasser und ich habe halt eine Thermoskanne. Ja, okay. Ist dies der Schrein von Sakukos Familie? Achso, das war da oben. Als ich den Gegenstand darbot, hörte ich ein beruhigendes Glockengeläut. Das sollte reichen. Lass mal kurz gucken. Schriftzeichen Tsushi Erde. Achso, ja, und da haben wir ja diese Tonfigur gefunden und beim ersten Schrein abgegeben. Bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher. Also kriegen wir dann ein Schwert? Weil da dauernd was von dieser Legende des heiligen Schwerts oder so liest. So, ich würde eigentlich sehr gerne zurückgehen, ehrlich gesagt. Okay, weil ich will das Zeug loswerden, was wir dabei haben. Mach mal so, okay? Wir gehen zurück hier an diesen ich kann es nicht aussprechen. Na, oder komm, wir gehen ums Eck. Ich weiß, dass da jetzt eine kommt. Ich halte meinen Finger. Ich glaube mal, dass da eine kommt. Ich halte meinen Finger auf der Ausweichtaste. Stimmt nicht. Ich hab mal auf dem... Na du? Alles klar mit dir, du Ewe? Hast du was vor, Heid? Zum Beispiel Gulasch mache? Wollt sie mich anspringen, ne? Du Olle.
Oh, Werkzeugschatz lässt sich stacken. Das ist gut. So, ich suche eigentlich, aber oh, komm, das ist halt... Okay, hier geht's nicht weiter. Das ist gerade so... Das ist doch der Dicke. Der Dicke, den ich da höre. Nani? Ja, Nani? Na, der rote Krapfen wollen wir nicht. Das ist der Dicke, den ich höre. Also hier geht's gar nicht weiter. Ja, okay, dann müssen wir eh zurückgehen. So, Moment, erstmal gucken, ob ich da irgendwo rein kann. Und das da, kann ich das mitnehmen? Nee. Hier irgendwie, was steht denn da? Alter, was ist denn das? Ist das ein Pferd? Also ich erkenne da einen Pferdekopf irgendwie so. Ein weißes Pferd. Ach, keine Ahnung. Okay, also wir rennen. Ich weiß nicht, ob wir eigentlich rennen sollten. Ich meine, die hüpfen ja überall hier noch rum. Wir gehen jetzt zurück zu dem Schreiengedödel da. Da kommen wir her. Zum Speichern. Aber halten. Oh komm, ich höre auf zu rennen. Ich höre auf zu rennen. Es hat keinen Sinn. Ich habe Angst, dass die mich hören da im Feld. Die da hinten zum Beispiel, die da so schön tanzt. Ich muss noch ein Stück weiter. Komm, wir rennen mal schnell vorbei. So schnell kann die gar nicht zu mir tanzen, weißt du. Was ist? Eins, zwei, drei. Weg mit dir. Letzte Chance vorbei. Ob sie wirklich richtig steht, seht ihr, wenn ihr das Licht ausgeht. Rote Kapseln will ich nicht. So, ich will doch da hinten hin. So, jetzt erstmal mich entleeren, quasi. Und zwar, getrockneter Kadaver, 2 Stück gibt 400 Punkte, das ist sehr schön. Ein antiker Kamm gibt 300. Guck mal, da kriege ich schon, ja, okay, immerhin 2 Slots kriege ich leer. Jetzt könnten wir nochmal hochgehen und das göttliche Wasser holen, aber nee, ist in Ordnung, oder? So, wir haben jetzt 3 freie Slots, das ist ordentlich. Und wir müssen auch mal gucken, dass wir mal ein bisschen verletzt werden. Wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen verletzt werden, hey. Ich hab so viel, speichern. Ich hab so viel, Verbände. Und die kann ich ja nur hier loswerden, weißt du. So, also, wie sieht der Plan aus? Der Plan sieht aus, wir arbeiten, also hier kommen wir nicht weiter. Ich weiß nicht mehr genau den Weg. Wir gehen einfach das ganze Feld ab. Können wir ja wieder ein paar Sachen finden. So, gab's da unten einen Eingang? Nee. Oder konnte ich da reingehen, da unten? Nee. Nee, da drüben ist die Treppe ist kaputt. Also rüberhüpfen kann ich ja nicht. Bin ja kein Frosch, ne? So. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ich weiß, dass es hier auch noch Häuser gibt. Da kann man zumindest mal ein bisschen sich umgucken. Ach, echt jetzt. Komm mal hier hoch. Boah, Alter, die Sichel ist so gut. Du brauchst einen aufgeladenen Schlag und einen normalen, weißt du? Und die reicht. So, das ist die Sackgasse. Da war die Treppe, die umgefallen ist. Aber hier liegt was. Schokolade. Okay, brauche ich das nicht unbedingt, aber... Sag ich mal hier, was macht Schokolade wieder? Ich muss mich wieder ans Menü gewöhnen, tut mir leid. Schokolade. Maximalen Verstand. Ja, komm, die legen wir mal da drüben drauf, ja? Und nutzen sie gleich, dann ist sie weg. So. Zack. Also wir verbessern gerade unsere Ortskenntnis, sprich wir vervollständigen die Karte. Nicht zu schnell rennen. Sonst kriegt man nämlich nicht mit, wenn eine beigehüpft kommt. Oha, da ist ein Haus. Da gab es auch irgendwo ein Haus, wo man drumherum gehen kann und so ein Holzding wegschieben. Daran erinnere ich mich noch. Okay, wir gehen, irgendwie hinten rum war das, glaube ich. Aber da war, glaube ich, auch irgendwo... Ich bin mal besser vorsichtig, ja? Ah, okay, hier kommen wir... Hier sieht es nicht aus, als würde man durchkommen. Aber liegt da irgendwas? Nee.
Okay, da kommen wir nicht vorbei. Alter, hä? Die wollte mich gerade überraschen. Die Olle. Die Tante da. Ja. Die Tante. Hä? Bist denn du jetzt rausgepoltert? Ist schön, wie viele Schreckmomente ich nicht miterlebe. Oh, ein Erste-Hilfe-Kasten. Weil ich einfach, Junge, bin ich erschrocken. Weil ich einfach zu langsam bin, wollte ich sagen. Wie viele Schreckmomente ich nicht miterlebe. Junge, bin ich gerade erschrocken. Ja, super, danke. Ich werde doch schon wieder eine. Da hinten ist sie. Okay. Also die Sense ist schon krass. Okay, also wir kommen hier nicht weiter. Das heißt, geradeaus, dann nach rechts, dann nochmal nach rechts. Bin ich... Ja, dieses geradeaus, so gut. Jetzt nach rechts. Das ist kein rechts. Wo ist denn da rechts? Das da. So, jetzt hat... Da bin ich hergekommen. Also noch weiter geradeaus und die nächste dann wieder rechts. Da an dem Strohding, aber... Aufpassen. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich gehe mal hier nach links. Denn da? Nee. Da. Ja, da bin ich hergekommen. Da ist die Straße, da ist das Dorf. Genau. Da bin ich hergekommen. Wie machen wir? Ja, komm. Ich werde mich hier verlaufen. Das sehe ich jetzt schon. Ich will da hinten an das Haus. Ich weiß, dass... Oh, war da was? Nee. Dass da eine rumhüpft. Man sieht sie sogar von hier. Oh, fuck. Da scheint irgendwo noch eine zu sein. Komm mal her, du. Brauchst dich nicht zu verstecken. Ich habe dich schon gesehen. So, und da hinten habe ich noch eine gehört. Da, komm mal her. Komm. Komm her, komm. Komm. Ich hab was für dich. Komm her, komm. Komm doch mal her. Komm, ich hab was für dich. Komm, hüpf. Hüpf. Mach den Flip. Hopp, mach den Flip. Will nicht. Hast du keine Lust? Willst du nicht einen Flip machen? Guck mal, ich renn so schön um dich drumherum. Das Problem ist, wenn ich eingeloggt bin. Also ich will jetzt auf die andere Seite vom Haus. Das heißt, ich muss da rüber. Ganz nach hinten und dann nach rechts. Da gehen wir jetzt einfach hin. Wenn die nicht will. Wenn die nicht einen Flip machen will, weißt du? So, war das... Ja, warte mal, ich will da noch weiter nach vorne gehen. Da geht es nämlich nicht weiter. Okay. Nö. Oh, da wird sich ja die Füße dreckig machen, weißt du? Nee, das geht ja gar nicht. So, jetzt pass auf. Hier ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt die Rückseite von dem Haus. Das ist aber nicht das, was ich... Aber da liegt irgendwas. Oh! Das kann man gebrauchen. Das ist noch mal so ein Pferdeposter. Ich sehe da halt ein Pferd drin. Also ganz unten rechts, das Schwarze rausgerissen, da sehe ich so den Pferdemund und dann geht der lange Kopf da halt hoch. Ich sehe da ein Pferd. So, also, dann waren wir jetzt halt hier. Ja, dann ist jetzt nicht weiter. Also hier haben wir, glaube ich, alles soweit abgegrast. Das heißt, ganz nach vorne, dann nach links. Und die eine Tulla, wenn die nicht raus will, dann hat sie Pech gehabt. So einfach ist das. Sind wir ganz nach vorne, dann nach links. Hier jetzt nach rechts, da geht es aber nicht weiter. Gut, aber ich wollte gucken, ob da was liegt. Da drüben, die tänzelt hier immer noch rum. Ich muss jetzt vorwärts gehen, nach rechts, geradeaus, wieder rechts. Moment. Rechts. Geradeaus. Wieder rechts. Da liegt was. Was haben wir denn hier Feines? Nix. Ja, das ist nicht viel. Da vorne ist auch eine. Ich bin hier umzingelt. Seht ihr das? Die da vorne. Ja, die sehe ich, ne? Wo kommt man denn hier hin? Ach, da sind noch mehr Häuser. Okay, nächste rechts. Dann lassen wir die da vorne, lassen wir gerade mal sein. Okay. Und gehen lieber hier hin zu den Häusern. Ich meine,
Ach, guck mal da. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Die sieht aus, als würdest du gleich hüpfen. Muss nicht, Mädel. Kannst ruhig bleiben. Die andere hat auch nicht einen Flip gemacht, ja? Ah, die will. Die will es drauf ankommen lassen. So, das war sehr dumm, was ich gerade gemacht habe, einfach drauf rumzuschnippeln. Weil, habt ihr gesehen, wie meine Waffe runtergeht, aber wir reparieren die. Das ist nämlich im Moment meine stärkste Waffe. So, die Sichel, die ist schon sicherlich ziemlich gut. Ah, komm! Ich hab schon ausgeholt! Na komm, wenigstens kann ich dann mal einen Verband benutzen. Ist doch auch was, oder? Komm mal her, die Sichel war jetzt halt weg. Weggesichelt. Ah, das war aber fies. Ihr habt es genau gesehen, ne? Ich habe schon ausgeholt. Warte mal, wir sind da auf dem Dach. Ich habe schon ausgeholt und zugeschlagen, aber dann hat sie mich gegriffen, hat sie mich. Angefummelt. Da drüben ist, glaube ich, das Haus, wo man das Holzding umschieben kann. Glaube ich. Ja, da ist so dieses schräge Dingens da, siehst du? Das habe ich gemeint. An manche Sachen erinnere ich mich noch recht gut. Da habe ich Holz rumgeschoben. Aber an manches auch wieder nicht. So. Okay. So, und was gab es hier eigentlich? Nix. Komm, da steckt doch eine Heumistgabel. Ernsthaft jetzt? Oh, was ist denn das da? Hä? Die große Invasion aus dem Weltraum. 1. Jetzt in Farbe. Die große Invasion aus dem Weltraum. Erleben Sie Terror wie nie zuvor mit der Invasion der körperraubenden Aliens. Oh. Ohohoho. Ohohoho. Das Alien-Ende rückt näher. Okay. Die große Invasion aus dem Weltraum. Shu hat diesen Film gesehen, als er jung war und sich das Spiel Weltraumkriege ausgedacht, das wir damals gespielt haben. Ich habe ihn mir damals auch angesehen, weil mein Vater mich beinahe dazu gezwungen hat, ihn mir anzusehen. Ich habe keine Erinnerung an damals, aber laut meinem Vater hat er mir so große Angst gemacht, dass ich tagelang nicht aufhören konnte zu weinen. Nun. Ah ja. So, also wir haben jetzt hier irgendwie... Kann ich nochmal angucken? Große Invasion aus dem Weltraum, jetzt in Farbe. Jetzt kommt kein Raumschiff mehr. Aber was ist... 1? Die große Invasion aus dem Weltraum. 1. Steht da irgendwo eine 1 dran? Junge, da kann alles... Ah, da unten, ja, da steht's 1. Guck, siehst du? 1. Okay, gut. Also gibt's wahrscheinlich die große Invasion aus dem Weltraum 2. Da haben sie, hätten sie sich aber mal einen besseren Filmtitel überlegen können. Echt jetzt. So. Gut, dann haben wir das hier abgeklappert. Also, wir müssen da oben, grundsätzlich da oben hin. Ich glaube, da ist der Endkampf, soweit ich mich noch erinnere. Wir arbeiten uns vor. So, wir gehen jetzt dann da vorne nach links. Hier irgendwo geht's dann weiter. Nach links, da rennt aber eine Frau rum. Komm, wir gehen jetzt hier. Ne, da ist noch was. Daneben war die, wo mich dann so erschrocken hat beim ersten Mal. Die mir gezeigt hat, was Grapschen ist. Denn es war Sommer. Zum ersten Mal ist da gar nichts drin im Leben. Und von Grapschen wusste ich nicht viel. Sie wusste alles und sie ließ mich spüren, sie hat lange Finger. Oder so. Parum, parum. So, aufpassen. Guck mal hier, da steht ein Radio. Also solange da nur ein Radio steht und nicht sonst noch irgendwie jemand gehupft kommt, weißt du, wie ich als noch sage, ja, du musst doch mal ein bisschen aufpassen. Oh, Jokan. Muss man ein bisschen aufpassen, die können da runterhüpfen und so, ne? Aber nach oben gucke ich nie. So. Ich bin gut dabei, finde ich. Also ich bin vor allen Dingen gut bestückt. Also mit Heilmaterialien. Ihr.
Ferkel's ihr. Okay, hier kommen wir nicht durch. Das ist mal, da wären wir dann andersrum auch nicht durchgekommen. Gut, dann sind wir ja... Höre ich etwa schon wieder Schritte? War ich da eben nicht? Doch. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da ist einer rausgehupft gekommen. Da ist sie schon wieder. Aber diesmal nicht, Mädel. Zack, jetzt wirst du gehackschnetzelt. Dieses Mal nicht, Blumenmädchen. Mann, ey. Wie ich mich sogar mit Ankündigung erschrecken kann, das ist Wahnsinn. Ich wusste dich noch vom ersten Mal, die kam da raus und die hat mich dann gekrapscht und so. Und dann kam diese Einblendung, ja, du musst ausweichen, sonst krapscht für dich oder so. Schokolade. Oh. Moment. Ja, ich will ja ein Dingens mal benutzen, gell? So. Und dann könnte ich noch gleich... Was macht das da? Ich hab's schon wieder vergessen. Sag ich mal kurz her. Das Dingens da, das Yokan. Gesundheit, große Menge, ja, es wird geopfert. Kutsu-Tee macht was? Gesundheit, maximaler Verstand. Und Schokolade macht was? Junge, irgendwann merke ich mir. Pass auf. Ich nehme mal das da, geh mal dahin. Aber das geht nicht, ne? Nee. Ich muss es halt liegen lassen. Oder kann ich es jetzt mitnehmen? Ja, nee. Ja, nee, ich habe hier noch einen Verband. Ich will jetzt ehrlich gesagt auch nicht den Verband verballern. Verballern, genau. Ich bräuchte, also Schokolade gibt auch nicht so viel wie ein Jutsu oder wie das heißt. Jinjutsu? Egal. Ich bräuchte so ein, ich habe vergessen, wie die Schreine heißen. Hokkaido. Oder so. Damit ich dann hier zurückkehren könnte. Oh, ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt runter muss zum Dickerchen. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf, jetzt zum Dickerchen zu gehen. Es sieht aber ganz böse danach aus. Ja. ひなこかこの気持ち悪いのには触るなよ毒があるかもしれない右の庭から回ってこっちに来い Okay, wo redet der eigentlich? Wo ist der? Der redet da irgendwo links von mir. Ja, okay, wenn ich da aber runtergehe, komme ich nicht mehr hoch, das weiß ich. Sag mal, gibt es hier keinen Speicherpunkt? Boah, das ist aber schlecht. Was ist denn das da unten? Das ist die nächste Folge. Seht ihr sie? Da unten ist sie. Danke fürs Zugucken, ihr Leute. Morgen geht's weiter. Morgen machen wir als allererstes mal das Dickerchen platt. Oder wir weichen ihm wieder gut aus. Eins von beiden. Bis morgen, okay? Danke fürs Zugucken. Tschüss. Das Dickerchen.